Madame Morgenthaler hat das Wort. Merci, Herr Präsident, Herr Minister. Die letzte Woche hat der Innenminister Leo Gloden den Gesetzesentwurf zur Umsetzung vom EU-Migrations- und Asylpakt vorgestellt. Ziel vom Gesetz ist es, gemeinsame europäische Regelungen für die Migration, Asyl und Grenzmanagement national umzusetzen. Migrationspolitik soll somit effektiv, mehr sicher und besser koordiniert gehen. 12 von den Asylanträgen also in den letzten 2 Jahren zurückgegangen, von 2020 am Jahr 2024 auf 1761 am Jahr 2025. Das entspricht einem Rückgang von 12%. Wenn das neue Gesetz an der Praxis appliziert wird, wird das voraussichtlich noch zu einer weiteren Entlastung von den Flüchtlingsstrukturen zu Lützburg führen. Dafür will ich Herr Familienminister, der für die Aufnahme zuständig ist, fragen, gibt beim Rückgang von der Auslastung von den Strukturen vom ONA, dem Office National de l'Accueil, berücksichtigt, besonders die Strukturen prioritär zu entlasten, die in der letzten Zeit kritisiert wurden. Wie viele Asylbewerber, Asylbewerberinnen leben im Moment an den verschiedenen Flüchtlingsstrukturen und wie hoch ist der Auslastungsgrad aktuell? Und an die Strukturen, die besonders problematisch oder in einem ganz schlechten Zustand sind, wie zum Beispiel in Don Bosco, die Situation der Bewohner und Bewohnerinnen mittlerweile verbessert gehen. Ab welchem Auslastungsgrad ist es möglich, das Häuser definitiv zuzumachen? Sind an den letzten 6 Monaten neue Plätze auf Flüchtlingsstrukturen geschaffen gehen, respektive wie viel sind dann nach der Planung? An die letzte Frage, sind am Kader von der Umsetzung vom EU-Migrationspakt auch Änderungen bei der Betreuung von den Asylbewerber und Bewerberinnen respektive bei den Strukturen geplant? So, ich möchte Ihnen für Ihre Antwort.